Ich steige gerne ein mit einer Frage. Das wisst ihr schon ein bisschen. Ja, ich kann schon sehen, ich kann Prediger auch singen, ich kann so rappen. Aber das bin ich noch nicht ganz so weit. Ich möchte einsteigen mit einer Frage, so eine typische René-Frage. Und es gibt nur 2 Antworten, obwohl es ungefähr vielleicht 5 Möglichkeiten bräuchte. Wenn du ganz spontan dein Grundgefühl beschreibst, mit dem du im Moment lebst, leben wir in einer guten Zeit oder in einer schlechten Zeit? Also, gute Zeit, schlechte Zeit, ganz spontan. Wer sagt, wir leben in einer guten Zeit? Wer sagt, wir leben in einer schlechten Zeit? Genau. Ihr habt ja, ich mache es ein bisschen mit Musik. Welcher Soundtrack entspricht dir eher? Hör mal zu. Das wäre so die eine Möglichkeit. Kool and the Gang, Celebration. Und dann gibt es auch noch die andere. Die kommt jetzt dann gleich. Also die 80er haben einfach die beste Musik. Dieses Statement musste mal hierher. Genau, vielleicht lebst du mit dem Gefühl Final Countdown, es geht alles den Bach runter, vielleicht mit dem Gefühl Celebration. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wo man hinschaut. Und ich meine, wenn du schaust, wie im Moment die Gesellschaft so ein bisschen das Bedürfnis zu haben scheint, sich in ihre Einzelteile zu zerlegen und nicht mehr klar ist, was oben, unten, hinten und vorne ist, könnte man schon denken, es ist Final Countdown, es geht irgendwie so den Bach runter. Aber wenn du hörst, was alles für unglaubliche Geschichten passieren in unserem Umfeld, dann hast du das Gefühl, celebrate good times, come on, oder? Also ich habe eine Geschichte, habe ich in der Gebetsschule schon erzählt, und ich darf sie nicht nochmal, aber hier habe ich sie noch nicht erzählt. Darum mache ich das jetzt. Und wenn ich sie wirklich hier auch schon erzählt habe, dann bitte abwinken. Ich habe eine Geschichte gehört als Thun. Ich bin voll verunsichert nach der Gebetsschule, die Geschichte erzählen, das haben wir auch schon gehört. Eine Frau, die selber Buddhistin ist, sie kommt aus China. Gut, ja, nie gehört, jetzt ist sie fertig. Und sie hat 4 Kinder. Und sie hat gesagt, es ist von einem guten Freund, der in diesem Quartier lebt, wo diese Frau auch lebt, sie hat gesagt, 2 meiner Kinder, die müssen Buddhisten sein, die anderen 2, die dürfen schon Christen werden. Eine spannende Aussage, nicht wahr? Und sie hat unter anderem einen 10-jährigen Jungen und der ist schnurstracks zu meinem Freund an die Türe gegangen und hat geklopft. Tür auf, mein Freund oder seine Frau, ich weiß nicht, wir haben die Türe aufgemacht und dann fragt dieser 10-jährige Junge, ist euer Sohn, der hat einen Namen, sage ich jetzt nicht, schon getauft? Und dann sagt Johannes oder seine Frau, sagt, ja, warum? Ja, ich möchte mich auch taufen lassen. What a story. Er hat gemerkt, 2 der Christen werden, ich wollte der Erste sein. Und was für eine Geschichte, einfach weil sie die Familie gekannt haben und so. Und so coole Geschichten. Vor ein paar Wochen war ein Freund von mir hier im Gottesdienst und wirklich wurde für ihn gebetet und am Schluss ist noch nach vorne, wurde auch noch für ihn gebetet. Einfach diese Sehnsucht. Gott tut etwas in unserer Gesellschaft. Andrea, ich weiß, du hast es nicht gern, du musst es selber erzählen. Andrea hat mir noch ein prophetisches Wort weitergegeben, jetzt ist sie doch vielleicht verrückt auf mich. Aber das hast du so gut erzählt. Sie hat im Worship einen Eindruck gehabt, den könntest du gerne noch, weil ich wüsste, du bist gerne davor. Mit dieser Passion, wo du das sagst, Andrea, kann ich das nie leben. Ich weiß nicht, wie man es einschauen muss, das ist jetzt mein Problem. Ist eingeschaut? Also, ich hatte ein Bild von einem Felsen und da kommt so Wasser raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wie ein Brunnen und in der Mitte kommt so einfach nur ein wenig Wasser raus. Das sprudelt so schön und einfach so das Gefühl von, ach, es hat was angefangen. Da kommt was raus, was Gutes und es ist schön. Und gleichzeitig aber auch die Angst, ja, kommt dann noch mehr, bleibt das? Muss ich das auffangen? Und einfach so die Zusage von Gott, der sagt, hey, schau dich mal um, schau mal neben diesem Felsen. Und dann siehst du einfach, wie dieser Felsen in einem riesigen See ist. Und das Wasser, das ist ja unendlich und da kommt noch viel, viel mehr. Seine Zusage, keine Angst, es kommt noch viel, viel mehr davon. Jetzt weiss ich nicht, ob du noch ein persönliches Geschenk brauchst, das musst du sagen, gell?
Danke. Diese beiden Geschichten, oder einerseits Final Countdown, andererseits so viele gute Geschichten. Es gibt ein Wort in der Bibel, das mich seit ein paar Wochen sehr beschäftigt, das ich an den Anfang stellen möchte. Aus dem Propheten Hosea, wo er Folgendes sagt. Er sagt, ich gebe ihnen, dem Volk Israel, das Tal Achor. Und Achor heißt eben Durcheinander, Chaos, Unruhe, Verwirrung. Dieses Tal gebe ich ihnen als Tor der Hoffnung. Und genau das habe ich das Gefühl, das geschieht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich mache aus diesem Tal Achor ein Tor der Hoffnung. Das Tal Achor ist das Tal der Verwirrung und des Chaos und des Durcheinanders. Aber ich gebe euch diesen Moment, dieses Tor als Tor der Hoffnung. Dort mache ich eine neue Türe auf, die so viel Hoffnung, so viel Gutes hineinkommen lässt in diese Welt. Und wer war dabei, als wir Jesus Revolution geschaut haben, den Film am Pfingsten, waren einige da. Oder als totales Chaos bei den Hippies im Sinne von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Eine ganze Generation, die der erwachsenen Generation den Stinkefinger gezeigt hat. So. Und da kommt Gott hinein. Bam, 3 Millionen Hippies kommen zum Glauben. Das Tal Achor wird zum Tor der Hoffnung. Und ich wünsche mir so, dass wir in diesem Moment, wo gesellschaftlich auch ein bisschen Tal Achor ist, einfach sagen, wir sind die gehen dafür, dass es ein Tor der Hoffnung ist. Wer ist dabei? Wer macht mit? Lasst uns da hineingehen. Und etwas müssen wir verstehen, oder? Wenn wir glauben, dass Gott jetzt etwas am Tun ist und dass es eine gute Zeit ist, einfach für ein neues Tor der Hoffnung, dann müssen wir etwas verstehen. Gott will dich und mich so sehr als Partner in diesem, ich mache jetzt ein Tor der Hoffnung aus dieser Zeit, dass er seinem Wirken in dieser Welt eine gewisse Zurückhaltung auferlegt. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind oft so, denken, das ist noch fromm, sagen, ja, Gott macht ja alles. Er könnte. Und manchmal, wenn wir zu lange nichts machen, dann macht er trotzdem. Aber er will es mit dir machen. So hat er die Welt gemacht. Ganz am Anfang, ich gebe euch diese Welt, die gehört euch. Ich greife schon ein, aber eigentlich möchte ich, dass ihr wirkt mit mir zusammen. Er möchte diese neue Jesus Revolution, dieses Tor der Hoffnung mit uns zusammen zur Realität werden lassen. Und genau, wie die Frage, die ich mir immer wieder stelle, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, ist, wie können wir ihm dabei helfen? Und die letzten beiden Predigten hier waren so quasi die Steilpässe genau dazu. Stefan hat gesagt, macht euch verfügbar. Einfach ready sein, macht euch verfügbar. Und Lydia hat vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass wir aus der Deckung kommen. Damit, wenn Menschen von Gott berührt werden, wissen, wen sie fragen sollen. Und ich möchte heute hier weiterfahren. Lydia hat schon angefangen in der Apostelgeschichte und in dieses Buch gehen wir jetzt rein. Wir machen eine kleine Spurensuche in der Apostelgeschichte, weil da wird uns eine unglaubliche Jesus Revolution beschrieben. Innerhalb von wenigen Jahren wurde aus einer jüdischen Sekte eine weltweite Bewegung. Und gerade in Kapitel 8 bis 15 der Apostelgeschichte wird uns gezeigt, wie das geworden ist. Und dort möchten wir rein. Wie haben das diese ersten Nachfolger von Jesus gemacht? Heften wir uns ihnen an die Fersen. Wer eine Bibel da hat, kann sie gerne aufschlagen. Wenn du es auf dem Handy machst, bitte mobile Daten aus und WLAN aus. Genau. Und dann gehen wir in Apostelgeschichte 8, 1 bis 3. Wo beginnt diese Jesus Revolution? Wo ist das Tor der Hoffnung? An einem Ort, der total Tal Achor ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, wie es da losgeht. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Das sind so die Gebiete um Jerusalem herum, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer bestatteten den Stephanus, der wurde in Kapitel 7 gesteinigt, und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Super Ort zum Anfang, oder? Tal Achor, Chaos, Verwirrung, Tod, Verfolgung. Und Saulus wütet. Aber genau der Ort wird auch hier zum Nährboden für dieses Tor der Hoffnung. Dann kommt nämlich der Vers 4 und hier ist eigentlich alles drin, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was es genau gemacht hat. Das ist ein ganz kurzer Satz. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündeten das Wort. Logisch, oder? Wenn du Probleme kriegst, weil du einfach eine gute Nachricht bist für andere, eine so gute Nachricht, dass sie das auch nachfolgen wollen und du bist deswegen verfolgt, was machst du als nächstes? Du machst es einfach weiter. Wer kennt die Duracell-Häschen noch?
es war ein Duracell-Häschen. Egal, es war ganz selbstverständlich. Wo wir hingehen, wir sind eine gute Nachricht in Worten, Werken und Wundern und machen einfach das Zeug, das Jesus auch gemacht hat. Warum? Ich glaube, dieser simple Satz hier ist Ausdruck von 3 wichtigen Dingen, die ich glaube, die ist auch für die heutigen, hat sich nicht geändert, das Spiel, braucht, dass aus diesem Tal Achor ein Tor der Hoffnung werden kann. 3, sage ich mal, Überzeugungen und so Kernpraktiken dieser ersten Nachfolger von Jesus. Das erste, und es klingt ein bisschen technisch, ich habe keinen besseren Ausdruck gefunden, erkläre es dann gleich. Diese Menschen haben aus einer missionalen Identität gelebt. Was bedeutet das? Identität heißt, wer bin ich eigentlich im Tiefsten? Was macht mich im Tiefsten aus? Und für sie war klar, was sie im Tiefsten ausmacht, ist dieser Gott, der von Anfang an der Geschichte sagt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Unser Gott ist in dem Sinne ein missionaler Gott. Ein Gott, der auf die Suche geht nach den Menschen, weil er alle Menschen zurück in sein Vaterhaus lieben will. Und das war der Kern, wer sie waren. Sie wussten, wir sind diejenigen, die dem Vater helfen, die Menschen suchen. Wir sind quasi der fleischgewordene Schrei Gottes. Mensch, wo bist du? Und nicht nur Mensch, wo bist du, sondern du Mensch, ich suche dich, ich will mit dir wieder Beziehung. Wir sind der fleischgewordene Schrei Gottes, Mensch, wo bist du? Und damit haben sie etwas begriffen, was so zutiefst einfach Jesus auch in die DNA seiner Jünger hineingelegt hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie du Christsein definierst. Ich sage immer, Christsein ist so ein Begriff, der kann alles und nichts bedeuten. Ich rede lieber von Jüngern, Nachfolgern und Nachfolgerinnen von Jesus. Und als Jesus seine Jünger, Markus 1,17 zum Beispiel, in die Nachfolge ruft, was sagt er ihnen? Er sagt 2 Dinge. Er sagt, kommt hinter mich. Seid die, die in meinen Fußspuren gehen. Seid die, die zu meiner Familie gehören. Das ist das Erste. Also Christ werden heißt, ich gehöre zu seiner Familie. Ich bin der dort ist, wo Jesus ist. Ich will mit ihm Gemeinschaft. Ich will mit ihm, das ist das Wichtigste, ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will ihm nachfolgen. Und dann, was bedeutet das? Und ich mache euch zu Menschenfischern. Ich mache euch zu einer so guten Nachricht für andere, dass sie auch Jesus nachfolgen wollen. Das ist die Definition von Christsein. Die Jesus hinterherlaufen und damit eine so gute Nachricht für andere werden, dass Menschen diesem Jesus auf die Spur kommen. Sie haben zutiefst aus der Überzeugung gelebt, wir sind hier, um eine gute Nachricht für andere zu sein. Wir leben, beten, erziehen unsere Kinder, bauen die Gemeinde bezogen auf dieses gute Nachrichtsein für andere. Das heißt, leben als eine missionale Identität. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ein bisschen Mühe, wenn man über das redet. Und vielleicht kann noch, dass ich das auch sagen kann. Ein paar, die mich schon öfters gehört haben, auch in Move-Kontexten, wissen, was jetzt kommt. Ich bitte euch, das Wort evangelisieren nicht mehr zu gebrauchen. Evangelisieren, weil das hat viel zu tun mit, wir machen etwas, wir evangelisieren und jetzt evangelisieren wir nicht mehr. Und dann machen wir es und ich rede von etwas, wir sind gute Nachricht. Und der Punkt ist auch, hinter dem Wort evangelisieren stehen Bilder, Vorstellungen, die haben nichts damit zu tun, was Jesus gemacht hat. Wenn du sagst, wir sollten evangelisieren, mach doch auch so, oder? Aber hey, wir sind einfach mal eine gute Nachricht für andere. Das klingt doch wirklich richtig schön. Wir sind ein Segen für andere. Und darin geschieht das, was wir uns wünschen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Der unpastoralste Vers im Neuen Testament ist, als Jesus diesem Mann sagt, der seinen Vater begraben will, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Du sei auch eine gute Nachricht für diese Menschen. Also er sagt, du kannst alles sein lassen. Was dich ausmacht, wenn du mir nachfolgst, ist, sei eine gute Nachricht. Deswegen waren die so, die konnten nicht mehr aufhören. Das war zutiefst, wer sie waren. Etwas Zweites, was hinter diesem, die Zerstreuten gingen umher und verkündeten das Wort stehen, ist diese Entdeckung, die für mich der absolute Motivationsbooster war vor ungefähr 15 Jahren. Ein Leben zu leben, das mehr nach außen gerichtet ist. Ich habe früher das Gefühl gehabt, Mission heißt, du musst Jesus aus der Kirche rauszerren und dann zu den Leuten bringen. Der Punkt ist, Jesus sagt, ich bin dort schon lange am Wirken. Ich bin schon lange dort, kommt doch endlich raus. Das ist eine völlige Umkehr. Jesus sagt, mein Vater wirkt und ich wirke auch. Jesus wirkt. All diese Storys von Menschen, die bis hin zu Träumen und Visionen haben, wo sie Jesus sehen und Jesus stellt sich nicht vor.
weil das ist unsere Aufgabe. Die sind die spektakuläre Seite. Aber all diese Menschen, die einfach diese Sehnsucht hier spüren nach etwas anderem, wo du ins Gespräch kommst, boah, die Türen sind weit offen. Dort ist Jesus am Wirken. Missionar leben heißt, ich entdecke, wo Jesus schon wirkt und helfe ihm dabei. Das ist für mich so eine Entlastung. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss irgendwie, weiß nicht, Traktat verteilen oder auch eine Einladung geben fürs Timeout und niemand interessiert es. Auch erlebt, im Uni-Hockey-Club, das war der oberpeinliche Moment, oder? So, alle Mut zusammengenommen und die haben mich auch noch schräg angeschaut und sich nachher versorgt. Wenn das Missionarleben ist, dann interessiert es mich überhaupt nicht. Nicht die Bohne. Aber was mich interessiert ist, Jesus wirkt in den Menschen um mich herum und ich kann das entdecken. Missionarleben heißt, ich entdecke, wo Gott schon wirkt und helfe ihm dabei. Das flasht mir immer und immer wieder neu. Wenn wir aus dem Haus rausgehen, gehen wir auf sein Spielfeld. In deinem Umfeld, in deinem Quartier, ich garantiere es dir, da gibt es Menschen, dort wirkt er, da geschieht etwas. Und jetzt möchte er mit dir zusammenarbeiten, dass wir das entdecken. Und damit ich das entdecken kann, das ist eben das Dritte, diese Kernpraktik, die ich glaube ich Leute nur kurz angedeutet habe, ist das Gang zum Haus raus. Raus aus dem Haus. Weil du kannst im Haus viel Gutes tun, aber was du nicht machst, ist entdecken, wo Jesus am Wirken ist. Es gibt ein Wort in all diesen Geschichten, wir schauen uns 3 ganz kurze Beispiele an, in der Apostelgeschichte ist gehen. Gehen. Die gehen immer wieder. Die Zerstreuten gingen umher und verkündeten das Wort. Sie gehen aus dem Haus, sie gehen einfach raus und schauen sich um, wo ist Jesus am Wirken. Und dann entdecken sie Menschen, Situationen, Orte und gehen da hinein. Wunderschöne Storys. Es gibt 3 dieser Leute. Ich habe gedacht, ich gehe kurz durch diese Geschichten durch. Philippus ist der Erste. Kapitel 8, so ab Vers, sagen wir mal, 26. Da heißt es, Philippus ist einer, der auch in dieser ganzen Story am Anfang eine wichtige Rolle gespielt hat. Er war einer der Diakonen, glaube ich, bin ich nicht ganz sicher, glaube schon. Auf jeden Fall ist er so irgendwo unterwegs und dann heißt es, und der Engel des Herrn, 8,26, redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg von Jerusalem nach Gaza hinab. Das ist ja gerade ein bisschen ganz politisch aufgeladen. Er soll auf diesen Weg gehen von Jerusalem nach Gaza. Nein. Der ist öde. Und das sagt er noch, oder? Der ist öde. Das ist eine Wüste. Da beschläft gar nichts. Also gang in die Wüste, mehr oder weniger. Geh, Wüste. Hey, du jetzt gehst in die Wüste. So. Das finde ich einfach, oder? Und dann, was heißt es? Vers 27. Und er stand auf und ging hin. So einfach. Aus dem Haus raus, schauen, was läuft. Und dort trifft er einen Mann, diesen Finanzminister, Kämmerer aus Äthiopien, der sowas von ready ist für eine Begegnung mit dem Evangelium. Und er ging hin, gang in die Wüste, er geht einfach. Nächste Person, Hananias. Apostelgeschichte 9, Vers 10 fängt das an. Und das ist auch eine Geschichte, die liebe ich wirklich. Da steht in 9, Vers 10 steht so diese, soll ich sagen, unscheinbare Satz, der einfach eine Bombe ist, oder? Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Es war nicht mehr dort. Es war nicht eine große Lightshow, kein guter Webauftritt, kein Erweckungszelt. Es war ein Jünger. Mehr braucht es nicht. Jüngerinnen sind selbstständig eingeschlossen. Es war ein Jünger in Damaskus. Und was auch witzig ist, wie kommt er nach Damaskus? Nobody knows. Weil es wird nirgends beschrieben, dass da schon das Evangelium verkündet wurde. Also scheinbar sind die Zerstreuten auch dorthin gegangen und haben das Evangelium verkündet. Es war aber ein Jünger in Damaskus. Ja, jetzt kommt das Licht. Sehr schön, ich sehe aber fast nicht mehr. Genau, mehr braucht es nicht für eine Cheese Revolution. Einfach ein Jünger, der verfügbar ist, Stefan Odonu, der sich aus der Deckung wagt, Lydia Siegenthaler, der zum Haus rausgeht, wenn Gott ihn ruft, René Steiner. Vers 11. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh, haben wir auch schon gehört, in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn sie er betet. Und so weiter und so fort. Und ich meine, Hananias war ja nicht blöd. Der wusste ja, wer Saulus war. Und ich meine, kurze Zwischenfrage, du weißt schon, wer das ist, oder? Dann erklärt der Gott, wer der Saulus ist. Das ist ja so lustig, Gott liebt uns, oder? Er hat sicher so ein mega Schmunzel auf der Lippe. Also ich stelle mir es einfach vor, weil Gott hat ja gewusst, wer das ist, aber du weißt, der bringt uns um und so. Und Gott sagt ihm, geh, you go. Und dann, Vers 17 stehen diese magischen Worte.
Hananias aber ging hin. Okay. Warum? Weil er wusste, dafür bin ich hier. Weil er wusste, Gott wirkt schon in dieser Welt. Und nur wenn ich dorthin gehe und in die Begegnung mit Menschen gehe, kann Gott diese Menschen oder ruft Gott diese Menschen. Er macht es manchmal ohne uns, aber eigentlich möchte er mit uns. Das ist der Stoff, aus dem diese Jesus Revolution gemacht ist, auch die heute losgeht. Das ist der Stoff, aus dem ist sie gemacht. Und dann kommt Petrus, Kapitel 10, das ist noch der entscheidende Quantensprung dieser Jesus Revolution von der jüdischen Sekte zur weltweiten Bewegung in der Apostelgeschichte. Und die ist auch einfach herrlich. Weil, wenn man es ein bisschen genau liest, das ist so viel drin. Also, Apostelgeschichte 10, wenn du die Bibel hast, immer noch schön weiterblättern. Da kommt zuerst dieser Mann, Cornelius wird uns vorgestellt. Das war ein Nicht-Jude, der sich aber trotzdem so an die jüdischen Gebetszeiten, an die Synagoge gehalten hat, ohne dass er selber Jude geworden ist. Man nennt sie Gottesfürchtige. Das waren oft Menschen des Friedens, Menschen, wo Gott schon wirkt, weil die haben ja schon irgendwie vom Judentum gesagt, das zieht mich an. Und es beginnt dort alles im Gebet. Das ist auch eine spannende Geschichte. Wir haben ja ein Jahresmotto: Pray, Trust, Go. Bete, vertraue, geh. Also ist wie beim Go, aber es fängt eigentlich immer beim Beten an. Darum auch die Gebetsschule, darum diese ganze Story hier, wo Cornelius einfach betet, jeden Tag, wahrscheinlich 3-mal. Und dann plötzlich erscheint ihm ein Engel und sagt ihm: Cornelius, deine Gebete und deine Almosen, das, was du den Armen und Gutes tust, sind erhört worden. Schick nach diesem Mann Petrus, der war in einer anderen Stadt, geh den holen. Cornelius betet. Und dann kommen wir in Kapitel 10 zum Vers 9, 10,9. Und da heißt es dann, dass Petrus um die 6. Stunde auf das Dach ging, um zu beten. Die in der Gebetsschule sind, wissen, warum die 6. Stunde. Es war eine dieser 3 Gebetszeiten, es war ein Mittagsgebet. Der ist schön treu und hat auf dem Dach gebetet, 6. Stunde. Dann heißt es noch, er war hungrig. Und er hat gebetet vorher, dass sie ihm noch etwas zu essen machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ihm sogar der Essensduft beim Beten schon in die Nase gestiegen, keine Ahnung. Und dann hat er eine höchst appetitliche Vision. Also Gott hat schon Humor, oder? Weil es braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit. Es wird dieses Tuch runtergelassen, diese Vision. Ich stelle mir das immer so vor mit all diesen Kakerlaken und so grusige Viecher drin. Und Gott sagt, iss das. Und dann sagt Petrus, no way. Also ja, schon Hunger, aber ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Das dürften Juden ja gar nicht essen. Und 3-mal macht Gott das. Und dann sagt er ihm, du sollst nicht für unrein erklären, was ich rein erklärt habe. Warum? Er bereitet Petrus vor, unter das Dach dieses nicht-jüdischen Mannes zu gehen, weil dort der nächste Schub dieser Jesus Revolution ist und Petrus dürfte gar nicht dorthin gehen. Darum diese Vision. Also Gott spricht zu ihm und dann kommt dieses magische Wort. Petrus aber ging zu den Männern hinab und dann haben sie da kurz ein bisschen Talk und sind dann noch dort eine Nacht in diesem Haus und genau, er beherbergte sie in Vers 23. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen fort. Wieder dieses, ich gehe aus dem Haus aus, ich entdecke, wo ist Jesus schon am Weg. Und er folgt diesen Fußspuren von Jesus. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches, wo Petrus dann sagt, ich begreife jetzt wirklich, Gott ist hier am Wirken. Er hat auch den Nichtjuden dieses Evangelium, er gibt ihnen das. Weil mitten in seiner Predigt wird er unterbrochen, weil der Heilige Geist erfüllt alle. Ich sage immer noch, das ist mein Traum, ist mir noch nie passiert. Wer weiß, vielleicht passiert es mal noch. Aber auf jeden Fall wusste Gott ist hier wirklich dran. Aber wieder war es dieser Schlüssel, ich gehe dorthin, wo Gott mich ruft, ich gehe aus dem Haus raus, weil ich glaube, Gott ist am Weg. Innerhalb von wenigen Tagen. Und hier ist sie, diese große Revolution, dieser Quantensprung in der Apostelgeschichte, in diesem Moment. Innerhalb von wenigen Tagen wird es einem Juden, der nie zu einem Nichtjuden ins Haus gehen würde, einer, der Nichtjuden als seine Familie anschaut. Gratis-Tipp für dieses gute Nachricht sein, wenn du willst, dass Menschen Teil der Familie werden, behandle sie, als ob sie schon deine Familie wären. Klammer zu. Und der Punkt ist, für die damaligen Juden sahen die gar nicht wie richtige Christen aus. Das ist so wie bei den Hippies, oder? Vielleicht kennt ihr die Story, als die alle zum Glauben gekommen sind, dann gibt es ja die Vignette, da kamen die so in die Gemeinde, Batikkleider, lange Haare, ein bisschen geschmückt, ein bisschen drögelt und so, und sind so gekommen. Dann haben sie angeschaut, waschen, Haarschneiden, andere Kleider. Bei der Jesus Revolution geht es darum, die machen unseren Teppich dreckig. Die sahen nicht mal wie richtige Christen, aber es waren keine Juden, das kann man sich nicht vorstellen. Aber Gott war am Weg genau bei diesen Menschen, wo sie es am wenigsten erwartet haben. Was hat es gebraucht? Es hat diese 3 Dinge gebraucht. Dieser Glaube, das zweite nämlich an den Anfang, eigentlich fängt es dort an, dass Jesus überall am Wirken ist. Das
Und weil er überall am Wirken ist, weiß ich, meine Aufgabe ist, ich bin eine gute Nachricht für andere, sie entdecken. Und deswegen gehe ich zwischendurch raus aus dem Haus, um zu entdecken, wo ist es dran ist. So simpel ist die ganze Geschichte. Ich habe nichts von Predigen gesagt bis jetzt und einfach mal in diese Begegnung mit diesen Menschen reingehen, weil ich weiß, Gott ist am Wirken. Und ich glaube, das ist etwas vom Besten, was wir als Gemeinde je entschieden und gemacht haben. Dass wir 2012 entschieden haben, einen Sonntag im Monat lassen wir den Gottesdienst ausfallen, um uns Luft und Atem zu geben, sagen, die Kirche ist nicht zu Hause, sie ist raus aus dem Haus, wir sind dort, wo die Menschen sind. In Parken, auf Spielplätzen, in Altersheimen, wohin es uns verschlägt. Einfach nur noch ein kleines Beispiel zu zeigen von dieser Kirche ohne Mauerdynamik. Da geschehen so viele Geschichten. Wir treffen uns als Staff jeden Freitag, um zu beten. Und es kommt immer die Geschichte von solchen raus aus dem Haus, Begegnung mit Leuten, Gott macht etwas, solche Geschichten kommen immer wieder. Letzten Dienstag vor einer Woche hatte ich den Abschluss einer Jüngerschaftsgruppe mit ein paar Leitern aus verschiedenen Gemeinden aus der Schweiz. Diese Lernprozesse durchgehen, wo wir das ihnen lehren, wie kann man eine Kirche ohne Mauern sein. Und da habe ich gesagt, ja, wir reden nicht, wir machen es auch. Und dann haben wir das nicht im Haus gemacht, bei uns zu Hause, im Garten oder irgendwo. Gut, da war auch noch nicht gemeint gewesen, nach all dem Regen, aber das ist ein anderes Thema. Sondern wir gingen auch in den Vögeligarten, gingen einfach dorthin. Und wir haben einfach das gemacht, was wir immer tun. Wir sind zusammengesessen, wir haben irgendwas zu essen geteilt, haben Feuer gemacht und so. Und waren einfach wach für die Menschen, die da waren. Habe einfach geschaut, wo könnte es sein, dass es in einer Begegnung eine Resonanz gibt, wo ich merke, da ist irgendwas passiert. 2 Begegnungen, die eine war ein Mann, den habe ich vor gefühlt 15 Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich habe dort auf der Straße für ihn gebetet, manchmal bin ich tatsächlich so mutig, nicht immer, aber manchmal. Und habe ihn wieder gesehen, hey, wir haben doch mal erzählt und so. Und mit ihm hingesessen, super Begegnung, er wusste sofort, wer ich war. Habe den Link machen können, dass er in einem Quartier wohnt, wo es eine missionale Gemeinschaft von uns geht. Habe das dieser Leiterin dort gesagt, wenn du dem mal über den Weg läufst und so. Einfach eine ganz einfache Begegnung, eine Brücke zu einem Menschen, wo ich glaube, es könnte sein, da ist Gott am Wirken. Ich habe noch nicht gepredigt. Hätte schon können, aber hatte jetzt wieder gern. Zweite Begegnung waren am Feuer und so. Und dann sind andere Leute, die wollten auch ein Feuer machen. 3 Ägypter, richtig coole Jungs, alle mit Schweizerinnen verheiratet, haben mit ihren Kindern eine Party gemacht und so. Super Gespräch gehabt. Dann hat einer dieser Pastoren, mit dem ich da diese Geschichte gemacht habe, ist mit einem hingestanden, und gesagt, der kennt eine Kirche in Kairo, die Thomas auch kennt, der Pastor, so mittendrin. Was haben wir gemacht? Raus aus dem Haus mit der Überzeugung, dass Gott am Wirken ist. Und dann fängt Gott seine Storys an zu schreiben. Zu diesem Lebensstil möchte ich euch immer und immer wieder einladen und auch heute Morgen ganz besonders. Vielleicht könnte die noch kommen, es gibt keinen Song zum Abschluss heute, aber einfach noch ein bisschen Piano und Ministry-Zeit. Aber lasst uns doch mal ein bisschen da reinhören. Wie kann das konkret aussehen? Diese Jesus Revolution kommt nicht von selbst. Gott möchte mit uns zusammen das tun. Und ich habe dieses Raus aus dem Haus, Gang zum Haus, habe ich für mich so ein bisschen in drei kleine Unterschritte geteilt, die mir einfach helfen, zu definieren, wie ich leben möchte. Es ist so simpel, einfach, es ist direkt von Jesus abgeschaut, aus einem Bibeltext, Lukas 7, wie er das gemacht hat, wie es auch die ersten Jünger gemacht haben. Ich muss wissen, Jesus wirkt in meinem Umfeld. Und dann habe ich dieses Gang zum Hause so in 3 kleine Schritte unterteilt. Das erste ist eben gehen, logisch. Ich versuche immer wieder Momente zu schaffen, wo ich nicht einen direkten Grund habe, rauszugehen. Also ich habe ein Ziel, ich muss posten. Natürlich, wenn ich posten oder einkaufen gehe, mache ich das auch. Dann bin ich wach und schaue, wo Gott einem begegnet. Momente, wo ich sage, entweder alleine oder mit anderen zusammen, wir gehen mal raus. Ich habe auch schon meiner Frau gesagt, komm, lass uns noch einen Spaziergang machen am Abend. Und einfach schauen, so mal rausgehen. So diese, ich sage, den Mensch des Friedensspaziergänge. Vielleicht treffe ich einen Menschen, wo Gott schon am Wirken ist. Das kannst du alleine machen, kannst du mit anderen zusammen machen. Wenn ihr euch trefft als Gruppe und seht ihr, ist das schöne Wetter kommt. Es kommt gerade die Zeit, das wird passen, oder? Und ich glaube, das schöne Wetter kommt, früher oder später. Es muss einfach. Und dann wäre jetzt die Zeit zu sagen, gibt es Dinge, die wir drinnen machen, kann sogar eine Sitzung sein, wo ich sage, die können wir auch draußen machen. Gibt es ein Treffen, auch wenn du nicht in einer missionalen Gemeinschaft bist, vielleicht in einer kleinen Gruppe, wir können es auch draußen bei den Leuten machen. Und da musst du nicht predigen, also du darfst, aber einfach Menschen anschauen, die Begegnung suchen, freundlich sein. So. Von wegen könnte man Dinge, die man drin macht, auch draußen machen. Das ist ein bisschen eine Ablenkung, aber das muss ich euch erzählen. Da habe ich für mich war das bildlich, wie wir als Kirche
manchmal ein bisschen unsere Dinge ein bisschen in den Sand setzen. Ich war in England, meine Tochter besuchen, dann auf Studienreise und dann bin ich dort einen kleinen Spaziergang machen gegangen. Ich versuche mich zu erinnern, wo ich genau war, egal. Und bin dann unter anderem bei der Kirche vorbeigegangen. Das war zum Schreien. So, oder? Ganz ein neuer Typ, den niemand kennt in diesem Dorf und so. Und dann habe ich die Tür zur Kirche aufgemacht, weil ich reinschauen wollte. Und dann kam ich in ein Treffen von 3 sehr kirchlich aussehenden Menschen. Und die hatten, glaube ich, eine Sitzung. Und die wussten ja nicht, wer ich bin und so. Und dann ist sofort einer raufgekommen und hat gesagt, nein, wir haben eine Sitzung. Und hat mir fast die Türe vor der Nase zugeschlagen. Da habe ich gedacht, ja, ich bin gespannt, was ihr macht, wenn sich jemand Suchendes in dieser Kirche verirrt. Oder manchmal auch Leute, die wirklich auf der Suche sind nach. Aber so sind wir manchmal ein bisschen, oder? Nein, mehr natürlich reden wir nicht, aber ich verstehe, was ich meine. Furchtbar. Also, tut mir leid, sie ist die Braut von Jesus, ich nehme das zurück, furchtbar. Das hat mich einfach ein bisschen traurig gemacht. So. Auf jeden Fall aus dem Haus als Begegnung suchen. Ich meine, es gibt so viele lustige Dinge, die da passieren. Habe ich sicher auch erzählt es nicht nur. Wir haben eine Gemeinde, die das auch macht. Die haben dann auch so ein Grillen im Park gemacht. Und dann haben sie unter anderem kam eine kurdische Frau und die hatte dieses T-Shirt mit The Four. Kennt ihr das so? Diese 4 Kennzeichen, irgendwie, was das Evangelium, so den Inhalt des Evangeliums kurz zusammengefasst. Und dann hat eine dieser Personen von der Gemeinde natürlich gefunden, das ist mein Stellpass. Ist auf sie zugegangen und hat gesagt, ja, hallo und so. Und ob sie wisse was, diese Frau hatte keine Ahnung. Die hat das T-Shirt geschenkt bekommen. Könnte es sein, denkst du, dass Gott dort am Wirken ist? Die haben ein Gespräch miteinander angefangen. Diese Frau war, obwohl sie keine Ahnung hatte, was das heißt, die war so auf der Suche war interessiert an Bibel, Christentum. Jetzt lesen die zusammen die Bibel. Warum? Weil sie draußen gemacht haben, was sie auch drin hätten machen können. Es ist so simpel. Gehen, hey, liebe Völzlang. Danke, dass du so lange geduldig bist zum Spielen, Didi. Du brauchst also noch eine Zeit heute. Gut. Gehen allein nützt noch nichts. Also wenn ich so gehe, oder jetzt muss natürlich kommen, oder wenn ich so gehe, dann sehe ich zu wenig. Man kann das auch mal zu Hause lassen hier. Man kann ihm Hausarrest geben, funktioniert wunderbar. Gehe ich raus und bei Jesus heißt es so oft, wenn er unterwegs war, und er hat etwas gesehen, er hat einen Menschen wirklich gesehen, er sah diesen Matthäus am Zoll sitzen, er sah diese Frau, diese Witwe, die den Sohn verloren, und er sah, muss machen, wie oft das steht, und er sah. Aber aus dieser Überzeugung heraus, dass Jesus am Wirken ist es ein Sinn, wo ich merke, ich versuche wahrzunehmen, indem ich mit Menschen ins Gespräch komme, indem ich freundlich bin, ist Jesus am Wirken. Und vielleicht, und was passiert wirklich auch immer wieder, kommt dann etwas hoch, wo ich sagen kann, hey, ich würde gerne für dich beten. Aber gehen und sehen, das kann jeder. Auch wenn du sagst, ich bin introvertiert, kein Problem. Jesus hat nicht gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, außer die Introvertierten. Wir machen es einfach, die Introvertierten machen es einfach anders. Gehen, sehen. Und dann kann ich ja, wenn ich nicht so der Extrovertierte bin, mindestens sagen, ich bete still und leise für diese Menschen. Ich mache einen Spaziergang durch mein Quartier und was ich sehe, verarbeite ich im Gebet. Und dann bei Jesus kommt es so oft an, dass es sein Herz total bewegt hat. Also wenn du rausgehst und Dinge siehst, dann fangen dich auch Dinge anders an zu bewegen. Du siehst diesen Mann, für den ich schon vor 15 Jahren gebetet habe, ich sehe ihn dort sitzen und ich kenne ein bisschen seine Story und weiß, wie zerbrochen sein Leben ist und denke mir, boah, wie cool wäre es, wenn er dieses Evangelium kennenlernen könnte. Bei Jesus heißt es oft, es hat ihm das Innerste umgedreht. Er wurde innerlich bewegt. Öffne dein Herz, Menschen, höre zu. Es gab vor Jahren einen Mann, der ist einfach durchs Mikro gelaufen, hat gehunken. Und irgendwie aus einem Grund, wenn Menschen hinken, das macht immer etwas mit mir. Und ich habe ihn angesprochen. Hey, was ist passiert? Und er hat gesagt, kann ich für dich beten? Noch nicht. Aber er hat gesagt, was ist passiert? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt und ist ein Freund geworden. Wir gehen manchmal einen Kaffee trinken, er war auch schon hier. Und ich habe auch schon für ihn gebetet. Aber ich bin einfach rausgegangen, ich habe gesehen, ich habe mein Herz bewegen lassen. Und aus dem heraus ist dann etwas geschehen. Sei einfach verfügbar. Es ist nicht so schwierig. Aber ich glaube, dass Gott durch diese einfachen Schritte von ganz normalen Jesus-Nachfolgern in der Apostelgeschichte schon, auch bei uns, dieser Einstieg in dieses einfach Leben als gute Nachricht, wirklich aus dem Tal Achor, in dem unsere Gesellschaft sich immer bewegt, ein Tor der Hoffnung machen könnte. Und ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir beten.
und uns von Gott einfach neu einladen lassen in diesen Lebensstil hinein. Und ich möchte nicht nur ein grundsätzliches Commitment abholen, das wäre auch sehr schön, sondern wie wäre es, wenn du jetzt einfach für dich überlegst, wir haben 7 Tage bis zum nächsten Gottesdienst. Wo ist der Moment, wo ich das einmal für das Zeit einplane in meiner Agenda? Wie radikal ist das denn? Nathalie würde ich schreiben. Gehen, sehen, das Herz bewegen lassen und einfach schauen, was Jesus tut. Wenn du denkst, ich will es nicht allein machen, mach es mit jemandem zusammen. Geht einfach raus und schaut und betet und schaut, was Gott tut. Und ich garantiere dir, wenn wir das immer wieder tun, das wird dich verändern, es wird die Menschen um dich herum verändern. Ready? Lass uns beten. Vater, ich danke dir zuerst einmal, dass du genau das für uns gemacht hast. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes ist es nämlich genau das. Der Vater hat diesen Sohn gesehen, es hat sein Herz bewegt und er ist raus zu ihm gerannt. Du bist für uns zuerst eine gute Nachricht. Du machst das mit uns, du siehst uns. Unser Leben bewegt dein Herz und dann kommst du und segnest uns und nimmst uns in die Arme. Und ich bitte dich zuerst, dass wir das einfach immer noch tiefer erleben dürfen. Dass unser Leben so evangeliumsgesättigt ist, dass es einfach aus jedem Knopfloch rauskommt. Dass deine Liebe uns erfüllt. Dass wir so geliebt von dir uns wissen, dass es uns einfacher fällt, andere zu lieben. Und dann danke ich dir, dass du etwas am Ausköcheln bist, immer. Aber im Moment dünkt es mich ganz besonders in unserer Gesellschaft, dass aus diesem Tal Achor, dem Tal der Verwirrung, wirklich ein Tod der Hoffnung werden könnte. Danke für all diese Geschichten, die uns erreichen, die wir selber erleben, die andere erleben. Und wenn ich nichts erlebe, dann klaue ich mir immer die Geschichten von anderen und freue mich an denen. Und ich bitte dich, Jesus, nimm uns mitten hinein in diese Geschichte. Lass uns so leben, dass unser Leben dazu beiträgt, dass aus dem Tal Achor, aus dieser Zerbrochenheit, die ich wahrnehme bei so vielen Menschen, ein Tod der Hoffnung wird. Dass die Türen aufgehen, dass sie dir auf die Spur kommen, dass sie merken, da ist ein Gott, der liebt mich wirklich. Der hat einen Plan für mich, der meint es gut mit mir, der weiß, wie das Leben funktioniert und hat Hoffnung für mich. Brauche uns, Jesus. Führe uns in diesen Lebensstil von wir glauben, du bist am Wirken. Wir möchten eine gute Nachricht sein, da gehen wir raus und wir schauen und wir lassen unser Herz bewegen. Führe uns tiefer in das hinein. Und dort, wo so aus alten Geschichten noch wie Ängste da sind und so, ich breche es, ich schneide es ab im Namen Jesu. Lass uns was Neues leben. Wir müssen nicht evangelisieren. Lass uns das hinter uns lassen. Wir gehen in diesen Lebensstil hinein, den Jesus auch gelebt hat. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, natürlich reden wir auch über unseren Glauben. Aber zuerst gehen wir schauen, wir behandeln Menschen würdevoll, wir fragen, wie es ihnen geht. Wir sind neugierig, wir sind freundlich. Und dann wollen wir auch ready sein, wenn die Türe aufgeht und etwas von dir ins Schaufenster stellen. Und wenn du sagst, hey, ich merke, ich möchte mir einen neuen Ruck geben oder es ist sowieso mein Ding, dann kannst du auch deine Hände einfach so vor dich ausstrecken. Einfach möchte ich beten, dass Gott dich segnet, dich salbt, dich Begegnungen schenkt. Vater, du siehst diese Hände. Und ich bitte dich, dass du wirklich jetzt einfach diese Menschen in solche Momente außerhalb des Hauses oder wenn jemand zu ihnen kommt und klingelt auch gut im Haus, führst, wo genau das geschieht, wo die Menschen wirklich sehen, wie du sie siehst, wo ihr Herz bewegt wird und sie nicht anders können, als einfach etwas von dir ins Schaufenster stellen. Schenk uns in den nächsten Wochen so Begegnungen, so Divine Appointments, göttliche Begegnungen. Schenk den Menschen um uns herum, die wir so gern haben, diese Träume und Visionen, dieses Pulsieren im Herzen, wir merken, irgendwas muss anders werden. Und schenk, dass wir mutig genug sind, da reinzugehen. Ich möchte einfach einen kurzen Moment mit Jesus allein lassen, wo du selber beten, reden kannst, vielleicht diesen Moment aufschreiben kannst, wo du das tun willst. Und dann kommen wir zum Schluss des Gottesdienstes.
Ich möchte dich zuerst noch mal etwas bitten, Jesus. Ich bitte dich, dass du eine Operation in unserem Herzen vollbringst. Dass wir wirklich in der Tiefe verstehen, wie schön und gut deine Berufung für uns ist. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen mitmachen in dem Wahnsinn um uns herum. Kommerz, Konsum, was immer. Und dann das Christentum noch irgendwie da reinquetschen. Sondern du möchtest, dass wir sagen, wir sind Gesegnete von Gott, deswegen wollen wir andere segnen. Dass wir zutiefst aus dieser Ich will ein Segen sein, ich will eine gute Nachricht sein, Identität heraus unser Leben leben. Darum bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Es ist so schön, was du dort machst. Wie du deine Kirche in der Schweiz neu nimmst und an den Ort herstellst, Herr. Mach es mit uns, brauch uns, Jesus. Danke, was du es mit uns machst und nicht ohne uns, obwohl du könntest ohne uns. Meine innere Uhr treibt mich weiterzumachen, aber ich darf noch nicht. Lass uns am Ende einfach hier bleiben. Nicht mehr zu lange vielleicht, aber einfach einen Moment hier bleiben. Einfach empfangen. Gottes Herz, seine Liebe für diese Welt. Und einzeln kommen jetzt Menschen in den Sinn aus dem Umfeld. Und wenn das so ist, dann ist es einfach mal dran, für sie zu beten. Und vielleicht auch zu überlegen, wie kann ich in eine Begegnung kommen mit dieser Person. Jemand eine Geschichte erzählt, gerade letzten Freitag, von einer Frau im Quartier, die manchmal rumschreit und ganz schwierig und so. Und wie es aber jemand, der auch in unserer Gemeinde ist, dann wie schafft, diese Frau runterzuholen, ihr Gutes zu tun. Vielleicht sind solche Menschen um dich herum. Und es geht nicht darum, das Evangelium in aller Tiefe zu verkünden am Anfang, sondern einfach zu sagen, wie kann ich eine gute Nachricht sein für diese Person? Und dann machst du das mal. Und dann schaust du, was geschieht. Hey, gibt es Leute, die gerne noch Gebet empfangen möchten? Einfach weil sie krank sind. Wir haben kein Ministry heute Team gehabt. Ist jemand krank, körperliche Schmerzen, würde gerne Gebet empfangen, dann steck doch kurz eine Hand hoch. Wenn jemand hier ist. Wir sind alle gesund. Super, dann schließen wir ab. Können wir das Gerechtigkeitsgebet noch haben? Ist das irgendwo verfügbar? Vater, im Namen Jesu, zerbrich die Macht der Tyrannen und Gewaltherrscher, der Unterdrücker und Ausbeuter und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeige du mir heute meinen Anteil daran. Amen. Es ist mir wirklich eine Freude, euch zu segnen im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ich lege sein Frieden und seinen Namen auf euch. Möge der Frieden von unserem Herr Jesus Christus, der höher ist als alle Vernunft, eure Gedanken und Sinn bewahren zum ewigen Leben. Amen. Amen. Hey, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Raus aus dem Haus in der nächsten Woche und freue mich, euch in einer Woche dann wiederzusehen. Schönen Sonntag miteinander.